Ekran! Hij tranen je nicht ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt as Eduard Kiesbrecht. Welkom lieve vriend, welkom to het programma Ekran. Welkom ook Esther Kroon, dat u hier van jou waren erbij bent. U was 5 weken al eenmaal en vertaalt zijn zeugnis. En van jou wel wie dat even portieren. En ook een dankje aan Exalta Jesus, dat ze ons studio lieten, dat we hier bijna opnemen kunnen. Ze schijnen hier in Chaco te zijn. Esther Kroon is hier van Chaco, Paraguay. En zij heeft een zware kindheid daar geleefd, wat zij in veel im Zeugnis vertalen deed. Wo einer das Kleid verrieten deed, wahrscheinlich vielleicht verwolken will. En wo sie sich dann aufgesondert hat von ihrer Eltern und wo das Ganze eher für eine Angst nennen, für das, was sehr, sehr groß ist, dass sie nur nicht können einen verschlossenen Raum sein. Aber wo durch die Macht von Jesus Christus sie können los von kommen und dass sie von der eine andere Person ist und dass Jesus davon geheilt hat. Das so weit, als wir vielleicht mal gehört haben, dass sie einmal war das Jesus, die zei, nur Jesus mit dieser Angst weg, mit der Feind weggegangen. Und wo jetzt ging die Leben dann wieder? Ja, da kam dann nach dem Schwert, ja. Da kam es wieder von Deutschland 3 wieder, weil ich vielleicht mal nicht gesagt habe, ich hatte einen halben Koffer voll Angstpelle mit. Ich bin dann an den Feiersorte. Und da ein paar Mal den Tag. Jedes Mal geschlacht mir das Kind, ja wieder eine Sorte mehr, wenn es dort wie mir eins help. Wenn es mir das niemals gesagt wird, was wirklich, das echt der Thema hat für die Eltern, das echt der Sinn begonnen hat, oder so, ja. Und dann, denkt das, schwere dann so wieder. Das 10. Jahr fängt dann an, das bin eigentlich ein sehr schweres Jahr. Dann, ich weiß nicht, ich warte alles an, das wird, dass die Angstpelle gewechselt hat. Damit fängt das eigentlich an, schwerer zu werden. Ich fange dann an aufzunehmen. Das wäre eins, wenn ich der Rechte, aber sie gehen auch nicht ab an. Die hat ihnen nicht an mir zu beschuldigen. Ich muss meinen Weg gehen. Das wäre wie einfach so. Ich muss mit an meine Grenze kommen. Und dann verstammte die Schilddrüse. Jedes Mal muss ich 25 Mal nehmen. Das Jahr könnte man 75 annehmen. Ich muss mit 100. Ich muss nächsten Tag mit 124, den anderen mit 150. Alles stammt nicht mehr in meinen Körper. Mir geht das immer schlechter. Ich habe 23 Kilo aufgenommen von den Medikamenten. Ich kann auch gerade ein Feld bis für den anderen Seite. Ich wusste, ich kann nicht lange mehr gehen. Ich würde bald sterben. Das geht nicht mehr. Ich gehe am Doktor. Ich frage nicht mal Gott. Dat is ons Wohlstand, dat wir uns das leisten können. Wir rennen am Doktor, wir fragen dem. Und hij hat eigentlich auch nicht Hilfe für mich. Dat wir einfach alles. Und ich muss dann so an Einkommen. Dann fuhr ich vom Krankenhaus, dann sehe ich, das hat ja rein alles nicht mehr. Ich schwammt es in Selbstmitleid. Ich sehe, keiner wird das an, dass ich hier krank bin. Und alle können so arbeiten, ich kann bloß nicht arbeiten. Keiner kann mich besiegen. So bejammert ich mich selbst. Und dann, wenn jemand sagt, das geht ja dort nicht wieder. Vom Doktor kriege ich nicht Hilfe. Ich weiß nicht, was wieder gehen soll. Mit einmal wird eine Stimme und sagt, ich habe all die ganze Zeit wohl den Doktor sein. Ich habe einfach bei mir ausgestreckt. Ich sage das bildlich, in Gedanken. Und du sagst dir dort nicht, ich will all die ganze Zeit die helfen. Ich will die ganze Zeit den Doktor sein. Ich sage, Gott, verlieren kann ich nicht mehr hier, dann haben meine Hand, sage ich bloß. Von dem Tag wird das alles aufgewascht. Mit Selbstmitleid, dann kann ich das nicht sehen. Aber seit dem Tag, dann denke ich beim Radio vorbei, dann singen die Kreischen Leute für mich. Dann schließe ich die Bibel ab und dann wieder Kreischen falsch mit mir anreden. Dann warte ich das an, was er zu mir redet. Ja? Aber dann hat ich das nicht gesehen und nicht gehört. Und dann wird das aber auch so, dass ich einmal noch krank war. Ja? Und dann wird einmal dann, ja, sieht dort, die Frau mich fragen, wie habt ihr dem Doktor gescheit? Ich habe von Assistent kommt einmal den Monat ein Doktor auf, ein Privatdoktor. Und ich sage, bis Gott hat mir die Hand gescheit. Mir hat kein Mensch dem anbefohlen. Und dann ich bete am, jetzt bete mir all Hilfe an. Ich selbst. Ich ging bloß mit dem Reden, habe ich mir gelassen. Ich bin auch ein Masochist. Dann sage ich, dass mir sehr schlecht ist, aber ich nahm keine Hilfe von ihm an. Ich sage, doch, mir das gut eigentlich nicht. Das glaube ich, habe ich nie gelernt. Ich will wieder an Gott fragen. Als ich einem Doktor gehen soll und nicht weinen. Ich kriege sehr klar die Antwort, dass das wird mein Doktor sein. Als ich das Telefon in der Hand hatte, ich wusste nicht mal, dass der Verwiener danach mal kommt. Das ging eigentlich gut, das wieder Weihnachtsweg.
Aber als ich das Telefon in der Hand hatte am Frau, dann sagt er, jo. Und der Stamm sagt zu mir, wenn du noch verwirrt haben, du musst noch gleich 17 Mal einen Termin kriegst, dann erst den Tag. Dann sagt er, ich komme in 17, und ich komme eine Weg verwirrt, und du kriegst nur noch gleich 17 Mal einen Termin. Und dann hat er eine Blutanalyse merken, und du weißt dann auch, dass was bei uns sehr viele Mal hier im Schalke ein Problem ist, dass das voll Schäden ist, voll Parasiten, voll der Warm, ja. Und dort aber auch die Alternative beidrägt für die Angst. Ja, und das den Mensch ganz zu Grund bringen kann. Ich will sehr mäßig kaputt, ja. Und dann hat jeder dann les mit der Warmkühe, viele mit viel Warmkühe annehmen. Ich brauche mal 6 Monate, ich einmal 3 und dann nochmal 3. Wir sind sehr schwer. Ich bin meist nicht fähig, eigentlich die erste 4 Wochen überhaupt nicht fähig, Warmkühe anzunehmen. Ich musste erst mal Abwehrmittel annehmen, aber dann die natürlichen Vitamine. Und dann frage ich Gott, was du mir von der Warm, von den Parasiten und von der Angst heilen? Mit der Schilddrüse-Irritation wird ich mir all weiter. Das tut ich am nicht im geringsten Teil, dass heute dort auch fähig wird. Meine Schwester von Deutschland sagt, du in Deutschland hat ein Mann eine ganz neue Schilddrüse kriegen. Aber da dachte ich mir, das kann sie gar nicht anderen vertalen als mir. Das wird dann der Gott für Deutschland sein, aber der Gott für Paraguay, das tut ich dem nicht teil, wir sind nicht fähig. Aber was tut ich fange mit der Schilddrüse an. Ich frage nicht die andere beiden Sachen, aber ich fange mit der Schilddrüse an. Der Doktor sagt mir immer zu mir, ich sage, die hat das sehr schlecht und du bist nicht über 150 mit den Schilddrüse-Medikamenten. Das ist viel zu hoch, was du annimmst, und plus das Geld, dann fangen die Schilddrüse an zu arbeiten. Und dann kann ich die Medikamente zu Ziel lassen, wenn ich das Geld von ihm kriege, die Brünne Geld. Und dann da ich dann die Medikamente zu Ziel lassen, ich muss sagen, von 150, ich habe meinen Kopf meist abgedrückt. Dann habe ich ein paar 124, dann wieder Makel, dann 100, dann wieder Makel, dann 75, einmal längere Zeit, dann habe ich anstatt 50, das will mir ganz gut so. Du willst auch bleiben. Ein Tag zumeist hatte ich war Druck im Kopf. Ich frage Gott, wie viel soll ich nicht annehmen? 24 Jahre nicht, und das auch nicht. Soll ich dann bleiben, was 75 gesagt haben, da tritt ich am nicht zu, dass ich fähig wäre. Mir davon frei zu merken. Und ich kriege Futzen das Gebet, man sagt, ich weiß, was Futz, ich sage, das ist eine Antwort auf mein Gebet, ich weiß nicht, wer. Meine Schwester wird vom Ausland hier und sagt, ich komme zu Frühstück nicht, ich zähle gleich 7 bei dir. Naja, okay. Jeden Uhr man einmal, wenn ich aufgelehnt sie in Tag über, fällt mir jeden Uhr, ich habe keine Antwort, was ich annehmen soll. Ich habe noch nicht angenommen. Und mein Druck im Kopf ist weg. Das sind nur den 1. August, 4 Wochen. Das ist 2 Jahre warst. Ich habe nie mehr ein Träumchen angenommen. Okay, das scheint hier, wo Gott die du da geführt hat. Und was passiert dann wieder? Ja, und dann, jetzt fährt hier der heute an, alle Angstpalette zu geleicht. Da hat ich wie ein Sommerfeld, und da fuhr ich rüber und ich sagte, so, Termin morgen hier, habe ich von der meine letzte Angstpelle angenommen. Das anders wäre immer noch viel schlimmer als das vertraute Hand, ja. Aber so stark würde ich auch nicht mehr sagen. Natürlich hat es dann doch ein bisschen was gelernt. Ich würde in den Hund spazieren reinhauen, und wenn der Angst wird kommen, dann würde ich die extra schwimmen nehmen und die annehmen. Das ist nicht, dass der Angst nicht gekommen ist, 1000 Mal und viel Mal den Tag. Dann sehe ich immer im Namen Jesu, du gehst weg von mir, ich habe keine Angst mehr, ich nehme das nicht mehr an. Ich will noch gar nicht den Pell annehmen. Mir fällt bei, ich habe keine Angst mehr. Ich habe nie mehr ein Träumchen angenommen. Das sind auch nur 19. Juli 2 Jahre gewesen. Oh, preis dem Herrn dafür, dass er so groß ist, noch das. Das ist, was er zu mir sagt. Er hat das Geschenk heute für uns. Er will die Frucht sein da noch. Und er sagt, er will mir das gerne wissen, was in meiner Kindheit passiert ist. Ich habe um die 30 Jahre nie neue Frucht, weil ich das nicht wusste. Das hat mir bei allen Therapien nie wer gesagt, dass ich mich dafür schuldig habe. Du musst das die Datei machen für meine Eltern. Du musst ich bei Gott, da kriege ich ein Buch in die Hand gedreht, du musst kriege ich meine Geschichte mal zu sein, wir wissen eine andere Geschichte, aber du musst warte an, das ist meine Geschichte. Und dann musst ich wusste dann bei Gott, und dann gehe ich meine Eltern und früher soll mir das verzeihen können, was damals passiert ist. Und dann ist hier das auch mit weiter. Das hat die ganze 30 Jahre weiter. Die sehen, wenn ich in Therapie für 10 Jahre, für 10 Monate, das hat ich auch vielmal versagt, aber das hier niemals ab mit dem Schmerz. Wenn ich nicht über Busse tun habe. Und das ist mir sehr wichtig. Dort möchte ich den Menschen sagen, frucht Jesus, als jemand in ein Kind hat, dort wissen will, wann da was Schlimmes passiert ist. Er will das gieren, er will das Gott, dass uns das einmal schlägt. Er will das sehr gieren, dass uns das scheint. Und er hat nicht mal die Sünde besiegt, er hat auch die Krankheit besiegt. Aber wir sind sehr vielmal selbst schuld
an der Krankheit, wenn es wie uns vorkommen, der Satz aufmerken, wenn es da passiert mir ein Jahr lauter, dann merke ich, der aufbauen für die Angst. Dann wie ich war im Sommerfeld, und du spielst ich die ganze Nacht eben mit der Angst, wenn du wie keine Leute in das Hotel. Ich hatte genug Luft beim Luftzug, beim Bein, aber ich spiele die ganze Nacht damit. Mir geht viel weit, sehr schlecht, mir wird die Angst ganz träge kommen. Und dann war mir dort bewusst, dass ich eine Predigt, dass ich der Typ selbst beigebracht habe, dass ich mir der aufgemerkt habe, war für die Angst. Und das dort merkt wie uns viel, der auf die Krankheiten, dass wir, das ansehen dort denen, dass wir nicht acht geben, ob uns wird, was wir sprechen denen, dass wir vorkommen sind, ich spreche, sagen, meine Tantes hat, zum Beispiel, ja, meine Tantes hat Alzheimer, mir sei Angst, ich will auch noch mal Alzheimer kriegen, der andere hat Schrift, und ich will auch noch mal Schrift kriegen, wie passen gut auf, was wir sprechen denen. Wie macht mal, sag ich dort in Sprecher 1821, glaube ich, steht das, wie macht viel alle acht geben, ob uns wird, was wir da sagen denen, und dran bleiben bei Jesus, er hat Frieden für uns. Er hat nicht best, dass er Angst vor uns gebraucht und diese Krankheiten. Er will das sehr gerne mit uns, das geht jetzt, auch hier bei ihr. Wow, so scheint hier. Wo ist dein Leben nu noch her? Wow, das ist ein von ihr. Ihr dreht sich alles an mich. Alles dreht sich an mich. Nu check ich, wo ihr das wem nicht geht. Mit dem möchte ich sein. Den möchte ich das Zeugnis vertalen. Und ich sage, ja, was betet auch für die. Gott hat auch für die was betet. Und die kämpfst hier und die kostet ohne Medikamente. Wir müssen nicht mit den Medikamenten leben. Die braucht wir einmal, glaube ich, auch erst in der Ritte kommen. Aber nicht für das Leben lang. Ich glaube das nicht. Gott hat Freiheit für jeden einen. So scheint hier eigentlich wirklich multimerkt durch dein Zeugnis. Und noch abgebeten, ich glaube, auch jeder Tauhierer. Ich kann nicht anders als Gott Dankeschön sagen, wenn er so eine große, Gott die wenn er so was Großes tut. Und ich will auch immer opsehen, dass er in meinem Leben kann, so was Großes tun. Nun zum Schluss, hier in diesem Programm habe ich, ich weiß nicht, wen es war, aber der Titel hier sehr bosig immer vorbei. Wo steht gerne den Jugendlichen vormutmerkende wird sein? Naja, vielleicht hat er das alle gesagt, aber halt Jesus von der ersten Tag noch, der Antwort ist ja. Es seine Macht für jedermann, eigentlich ja. Und kann er jeder Krankheit heilen. Ich sage nicht, dass er das, aber kann er das, und das ist auch ja. Und sein Will ist, uns zu heilen, uns frei zu bringen. Amen. Du kannst bloß ein großes Amen zu sein. Vielen Dank, schön, Esther. Schön, dich kennenzulernen. Und ich möchte dich und deine Familie auch Gottes Segen wünschen. Und auch jeden Tauchierer, der hier von dir ist, jeden Jugendlichen, wer immer uns Tauchierer der Tauchierer, musst du von Gott gesehen sein und wirklich auch, dass du kannst im Namen Jesus auch alles aufsehen, was die hindert, dass noch Gott zu kommen, oder was die Angst oder Traurigkeit, sei das einfach im Namen Jesus auf. Und Gott will die frei machen. Wenn das auch vielleicht ein Prozess ist, aber er will die ganz frei machen. Und musst du viel Kraft und viel Mut haben. Gottes Segen. Bis das nächste Mal. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.